Ganz herzlichen Dank, herzlich willkommen heute Abend hier in der Kofmille in Solothurn. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen guten Appetit. Unser erster Gastkoch kommt aus England. Der englische Gastkoch sollte längst hier sein, aber hinter der Bühne wird noch diskutiert, durch welche Tür der Engländer Europa verlassen soll. Vielleicht wartet er auch noch darauf, dass ich ihn auf Englisch ankündige, denn er ist ja sehr eitel, der Brite. Vermutlich möchte er auf Englisch angekündigt werden. Koch heißt auf Englisch Cook, dann heißt Schau ein Koch vermutlich Kuckuck. Hello ist übrigens das Einzige, was er auf Englisch sagen wird. Denn Sie wissen, wer den Koch spielt, und dieser Mann ist in Wahrheit des Englischen nicht mächtig. Er wüsste nicht einmal, was 9 auf Englisch heißt. Wissen Sie, was 9 auf Englisch heißt? Nein. Dennoch, er ist ja nicht zum Reden heute Abend hier. Schön, eine Frau beim Fleische zu treffen. Was heißt das auf Englisch? Nice to meet you. Wo sind denn die Pilze? Was? In the mushroom? Oh, das ist sehr sichere englische Wolle. That's sure Wolle. I am very sure. Yes, indeed. Er ist heute Abend hier, um mir zu helfen. To help me. Jetzt schauen wir mal hier rein. Let's cook. Die englische Küche hat etwas Hervorragendes, aber wirklich nur etwas, hervorgebracht. Es ist der spaßige englische Kuchen, der sogenannte Pfannkuchen. Ich darf dieses Gerät bedienen. Ich besitze einen Waffelschein. So, jetzt bin ich aber echt sauer. Wir sind ja wahnsinnig schlecht vorbereitet. Wo sind denn die Eier? Where are the eggs? Da sind sie ja wirklich. Im Egg. You know. Eiweiß. Jetzt nehmen wir eines dieser Eier, oder besser nehmen wir gleich 2. Ich gebe zu, jetzt haben wir schon sehr viel Zeit verloren. Ab jetzt geht es deutlich schneller. So. Für das nächste Ei begrüßen wir die erste Reihe. Schon ist die Schale crunchy, was wir da an Zeit eingespart haben. Das reicht locker, um die Vorzüge der englischen Küche auch im Getränkebereich zu würdigen. It's tea time. Sag mal, das sind ja Oh noch... mein Gott, es handelt sich um australischen Tee? Beuteltee. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die englische und die germanische Küche treffen sich bei den Getränken. Dieses Getränk ist nach meiner ersten Freundin benannt. Heißt genauso wie Sie mit Vornamen. Bier? Birte. Biertee. Ja, sie hieß Birte. Haben Sie sich einen Pilz geholt? Oh mein Gott, it's Zeit to bekleckern der erste Reihe. Oh yes, indeed. Die Kunst ist es, wie einen Unfall wirken zu lassen. Ja. Das macht am besten der Engländer. Der hat... Oh, der zweite technische Fauxpass. Oh mein Gott. Ganz schlechtes Timing meinerseits. Darauf bin ich trotzdem vorbereitet. Oh mein Gott. Ha! Festbier, und das im September. Normalerweise wird das Bier doch ausschließlich im Oktoberfest. Nein. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Freunde, Freunde, die Wolle regiert. Thomas. Oh, die Wolle. Thomas, lass es bitte. Ich habe eine richtige Wollust. Hör mal. Das ist keine Masche von mir. Thomas. Nein, ich habe wirklich eine richtige Wollust. Thomas, kannst du das bitte sein lassen? Jetzt Wirklich, habe ich den Faden verloren. Hör doch mal auf damit.
Nein, ich hab's gewusst, gell? Ich hab's gewusst. Kaum zeichnen wir die Sache aus, dann willst du unbedingt hier in Wolle auf die Bühne Schau kommen. mal, Volker, 220 Volt und ich mache noch 1 Volt dazu. Jetzt haben wir 221 Volt. Ist ja lustig, du Der Wolltrauer. Pegel der Lust, er schwenkt aus. Thomas, lass es bitte, ja? Ich bin nicht Oh Mann, bereit. du bist ja ganz schön gerissen. Das ist nicht aus Zufall ein roter Faden. Der soll sich durch die Show ziehen, wenn es nach ihm geht. Das ist, Thomas, du Wolltrottel. Ja, kann ich dir das zuwerfen? Ich werfe es dir zu so. Ja, jetzt halt den Faden fest und werf mir das Knäuel zurück. Ja, du hast es geschnallt, das ist genial. Wieso lässt du das eine Frau machen? Volker, Faden. Die Show heißt doch Faden und Beigenschwein. Das ist der Arbeitstitel, der wird noch geändert. Nein, Volker, das muss jetzt so sein. Nein, Thomas, von der Frau hast du das nicht mitgibt, warum sie dir das Knäuel geworfen hat. Das war ein Vorwurf. Echt, ein Ja, Vorwurf? weil sie nichts mit Wolle, die wollen das nicht. Sag Volker, ich du selbst schon findest, Wolle. ich bin ein absoluter Wollprofi. Nein, du bist ein Wollidiot. Lass Nein. es, Thomas. Das hat nichts mit der Show zu tun. Entschuldigung, ihr könnt die Kameras ausmachen. Das findet nicht statt. Lass es, Thomas. Findest du es, um in der Wollsprache zu fragen, findest du es häkelhaft? Nein, aber ich bin da strikt dagegen. Du bist strikt dagegen. Ja, ich bin strikt dagegen mit CK. Ich glaube, du spinnst. Thomas, das wirkt so gewollt von dir. Und dann nennst du mich wahrscheinlich noch Wolke. Und dann fahren wir nicht nur Volvo, sondern einen Volkswagen. Und überhaupt dieses Outfit. Draußen hat es 30 Grad, du rennst freiwillig so rum. Volker, du hast mich doch zum Stricken gebracht. Ich muss mal ganz kurz das erklären hier. Das gab es heute Mittag noch gar nicht. Das ist komplett im Gubris-Tunnel entstanden. Ja, das... Und was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hab mich verliebt. Du hast ja schon wieder ein Wollkostüm. Ich hab mich verliebt. Wie verletzt? Ich habe eine Wolltransfusion im Backstage bekommen. Was? Der Spender, sein Name steht hier auf der Packung, auf der Flasche. Heinz. Thomas, war das unter Wollnarkose? Ich glaube schon, Mann, du machst ja auch schon Wollwitze. Volker, Thomas. es ist folgendermaßen. Ich muss dir dringend eine Schwägerin organisieren. Die Schwägerin, nein, ich lege keinen Wert auf eine Schwägerin. Doch, doch. Thomas. Das ist ganz wichtig. Ich hab's doch nicht so mit Frauen. Schöne Frau in der ersten Reihe. Ja, ich meine dich. Ich könnte auch dich meinen, aber ich habe mich jetzt für dich entschieden. Was? Ich gehe kurz zu ihr hin und frage sie, wie sie heißt. Hallo, wie heißt du? Ruf mir deinen Namen zu. Michaela. Michaela, ich filme das mit, weil da kann ich noch was lernen. Ja, das ist sehr gut. Ja, okay. Das ist Michaela. Michaela. Ja, Michaela. 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 Oh, Thomas, da werde ich ja selbst schon scharf. Mein Name ist Angelo. Michaela und Angelo. Michaela und Angelo. Ja. Was heißt denn Michaela und Angelo? Was weiß ich sag was. Denk du dir was Lustiges aus? Volker, jetzt kannst du etwas lernen. Ja. Das ist nicht Teil der Aufzeichnung, das ist Teil unseres Erotikseminars. Okay. Es ist folgendermaßen, Michaela, ich werde dich gleich fragen, ob ich für die Dauer deiner Show deinen Schal leihen kann. Du darfst dann Ja und du darfst dann Nein sagen. Ich würde dir dringend empfehlen, Ja zu sagen. Aber ich möchte dich erobern, also lass mich zappeln. Jetzt, Volker, kannst du etwas dazu lernen. Ja. Ich werde dir etwas schenken, ohne etwas einzufordern. Das nennt man Vertrauens-Public Relation. Du könntest auch Versicherungen verkaufen. Klar, ich möchte zu zweit mit dir turnen. Auf Englisch würde es heißen, I don't wanna solo turnen. Bekannt? Echt? Das kann er, gell? Das kann er. Also ehrlich, Und mit jetzt? Frauen, das ist Wahnsinn. Jetzt, pass auf, Volker, jetzt mein Blick schweift durchs Publikum und wird an ihr hängen bleiben. Das ist echt so, wie er sagt. Michaela, ich schenke dir etwas, das du bestimmt nicht hast. Es ist Orangenhaut. Ihr Mann hat gesagt, doch hat sie. Wie, Thomas, das interessiert jetzt nicht, was der Mann sagt. Das ist auch gar nicht Ihr Mann. Das ist, Thomas, ich will so sein, ich möchte so werden, wie du bist. Du kannst auch so bleiben, wie ich war.
Oh, Volker, du ziehst dir das gleiche Outfit an. Oh Mann, das kratzt ja wie die Sau. Ja. Oh, ja. Das ja, kratzt. ich möchte, dass du abkratzt. Ja, jetzt kratzt. Oh, geile Laufmasche. Und jetzt frage ich dich, Michaela, kann ich deinen Schal für die Dauer einer Show haben, wenn du dafür den grünen Oropax-Bär namens Schippi bekommst? Sag ja oder sag nein. Ja, Sie hat ja gesagt. Applaus. Oh, du hast mich so schön zappeln lassen. Das war brillant. Ach, guck mal, der hat uns gerade noch hier in die Kiste geschissen. Oh nein, Oh, der Schal, schau ihn dir Thomas, an. Oh, ist der der Kuschelbär. Oh, schau ihn dir an, Volker. Thomas, oh Mann, Mist, er hat schon ein Loch. Oh. Nein. Hallo. Nein, Entschuldigung, das ist... Ich bin Oin. Nein, Herr Mönch, bitte. Hallo. Ich bin Oin Mönch. Herr Mönch, bitte nicht jetzt. Das wird hier alles dokumentiert. Sie haben hier nichts verloren. Ich habe ja auch nichts gefunden. Wer ist Dustin? Das ist Dustin, aber der heißt nicht mehr Dustin. Gehen Sie bitte. Ich will nicht, dass Sie hier auf die Bühne kommen und hier mitspielen, gell? Ich komme ja nur und sagte... Das, was Sie immer sagen. Hallo, ich bin ein Mönch. Sie sind auch ein Mönch? Nein, ich bin kein Mönch. Dann sind wir ja zu dritt. Wieso zu dritt? Sie sind der einzige Mönch, der hier auf die Bühne kommt und sagt, hallo, ich bin ein Mönch. Sie sind auch ein Nein, ich bin kein Mönch. Sie haben mir nichts verloren. Sie haben hier nichts verloren. Ich habe ja auch nichts gefunden. Es ist der gleiche Text seit 30 Jahren. Oh, eine Klosterfrau. Das ist keine Klosterfrau. Da müssen Sie meinen Bruder fragen, wie die Haben heißt. Sie Melissengeist? Oh, Herr Mönch. Ich hol kurz den dritten Kollegen. Es gibt das keinen. muss er erleben. Es gibt keinen dritten Kollegen. Ein dritter Kollege. Mensch, es kann doch Könnten Sie kurz auf die Bühne Soll kommen? ich euch jetzt sagen, was passiert? Überraschenderweise, es kommt Sie der Mönch. meinen mich? Das ist nämlich wieder der Mönch. Er hat sich nur... Herr Mönch, Hallo, ich bin der dritte Kollege. der dritte Kollege. Und Sie sagen auch hallo, ich bin ein Mönch. Sie sind ein Mönch? Nein, ich bin kein Mönch. Das muss ich dem Mönch erzählen. Nein, das trauen Sie Herr dem Mönch. Mönch, da ist ein dritter Kollege. Herr Mönch, Herr Mönch. Ja, den kenne ich so. Was? Herr Mönch, lassen wir das Spiel, okay? Er sagte zu mir, hallo, er sei ein Mönch. Nein, Sie sind der Mönch. Nein, ich bin nur der Kollege. Was denn für ein Kollege? Ich habe einen Shalom. Mein Name ist Kollege Shalom. Hallo, Herr Shalom-Mönch. Ich kam ja nur und so. Hallo, ich bin ein Shalom-Mönch. Sie sind ein Shalom. Nein, ich bin kein Shalom-Mönch. Das muss ich dem Mönch erzählen. Nein, das brauchen Sie dem Mönch erzählen. Das weiß der Mönch schon, weil der Mönch Er denkt... sucht mich. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das kann jetzt nicht sein. Ich lasse mir jetzt hier nach den Wolleskapaden... Haben Sie den Mönch gesehen? Ja, Könnt ihr mir bitte eure ungeteilte Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, ja? Mönchlein, piep, Mönchlein, piep einmal. Ein Mönch piept nicht. Ein Mönch sagt, hallo, ich bin ein Mönch. Sie sind ein Nein, Mönch. bin ich nicht! Ich darf mich jetzt nur nicht aufregen. Das ist so etwas wie das Elixier des Mönches, dass er kommt und versucht, mich aus der Bahn zu werfen. Wir lassen das komplett. Rate du, bin ich der Shalom-Mönch oder das Original? Eine kleine Hilfestellung. Hallo. Ich weiß es. Sie sind natürlich der Shalom-Mönch. Reingelegt. Ich bin ein Mönch. Auf Wiedersehen, Herr Mönch. Sie haben nichts verloren. Ich habe ja auch Nichts gefunden. Raus hier. Wie ist denn, Thomas? Wir spielen die zweite Hälfte synchron in anderer Ästhetik. Ja, okay. Das heißt, die Schulterpolster sind da oben. Das passt ja bei dir nicht. Das ist entweder vorne zu lang oder hinten zu kurz. Besser? Nein, so ist nicht besser. Mach's mal richtig. Jetzt mach's doch mal richtig, verdammt nochmal. Will mich jetzt nicht aufregen. In der zweiten Hälfte, du brauchst mir jetzt nicht so angucken. Bei mir ist alles perfekt. Das sitzt.
Du hast sogar Perückenhaarausfall. Sag mal, geht's noch? Das ist ja grausam. Die Kameras laufen durch. Ich habe ein Notmodul. Jetzt wird das Notmodul. Ich mache das Notmodul hier vorne drauf. Das ist gut, das ist gut. So können wir die zweite Hälfte ganz locker durchspielen. Das ist mein Brusthaarimitat. Das nimmt dir keiner ab, Michaela. Also, so sieht's aus. Thomas, eigentlich habe ich ja alles erklärt gehabt. Klar. Gell? Warum muss ich dann jetzt noch mal erklären? Er hört mir nicht zu. Das ist das Problem. Doch, ich bin dir sogar schwerhörig. Er hört mir nicht zu. Wirklich. Ich meine, jetzt habe ich gerade mal hier... Der hörst mir nicht zu, das ist das Problem. Den ganzen Abend habe ich schon das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Kommt mir vor, als ob ich bei der Kriminalpolizei bin und du bist Experte für Verhörtechniken. Da reagiert er gar nicht drauf, weil er mir schon wieder nicht zugehört hat. Ich höre dir schon zu. Ja, du hörst mir zu. Teste mein Zuhörpotenzial. Brauche ich gar nicht testen. Ich weiß, dass du mir nicht zuhörst. Was habe ich gesagt? Ja, was habe ich gesagt? Zu welchem Zeitpunkt? Zu welchem Zeitpunkt habe ich nie gesagt. Oh, das ist ja fies. Du willst von mir wissen, was du gesagt hast, kurz bevor du mich das erste Mal fragtest, was du gerade gesagt hast. Wenn ich danach frage, was ich gesagt habe, dann interessiert mich nicht, dass ich wissen will, dass ich gesagt habe, was ich gerade gesagt habe, als ich gefragt habe, was ich gesagt habe. Denn dass du darauf reagierst, ist ja Beweis genug, dass du in dem Moment mal gehört hast, was ich gesagt habe. Sonst hättest du mir ja nicht gesagt, ich habe gefragt, was ich gesagt habe. Aber ich möchte das wissen, was ich gefragt habe, als ich denke, jetzt hört er mir nicht zu. Dann frage ich doch mal besser nach, was ich gesagt habe. Ich könnte ihm ja helfen. War an der Kapazitätsgrenze. Ja, habt ihn ja ach so gerne, dann helft ihm doch vielleicht mal. Ja, ich kann das jetzt nicht tun. Also bitte, was habe ich gesagt? Entschuldigung, was habe ich gesagt? Ab wann habe ich auch nie gesagt. Aber du gibst dir wenigstens Mühe. Das ist ja krass. Kommt das jetzt nur durch Zufall raus, oder was? Ich stehe den ganzen Abend hier und jetzt kommt das so raus. Da hätte ich mir ja sämtliches Gerede sparen können. Hast du das mitgekriegt, Thomas? Kein Mensch hört mir zu. Was? Das ist ja echt ein Ding. Ich meine, ich komme hierher, gell, aus Deutschland, fahre extra 2 Stunden früher, weil ich hier von Konstanz komme und da stehen stundenlang Leute vor mir, die die Mehrwertsteuer zurückerstattet haben wollen. Dann komme ich hierher, ja. Komm her, mach mir den weiten Weg her und nicht jeder Deutsche kommt freiwillig in die Schweiz. Und wenn der Deutsche herkommt, dann hat er ein Ziel, was er da raus hat, dann wird er dann raus, macht er da. Und wenn ihr ihm nicht zuhört, Thomas, du nicht. Wir hören Sie zu. Ich darf das sagen, mir hört kein Mensch zu. Bei dir haben sie zugehört, das ist dramatisch. Du musst dich entschuldigen, Los, entschuldige dich. Es tut mir leid. Doch nicht mit einer Floskel. Das muss von Herzen kommen. Hier musst du dich hinstellen. Das ist dein Canossa. Und dann musst du sagen, Entschuldigung. Ist angenommen. Nicht ich. Was? Nicht du? Entschuldigung, das war ein Fehler. Das soll so nie wieder vorkommen. Ich bitte aufrichtig um Verzeihung. Los, sag das, genau das. Copy-Paste. Mir hören Sie nämlich zu. Ja, dir hören sie zu. Und Toll. was hast du gesagt? Interessiert doch keinen. Wollt ihr es denn wissen? Wollt ihr es wissen? Es interessiert, also bitte, dann sage ich es euch, ich bin nicht nachtragend. Alles, was ihr tun müsst, ist ihr euch entschuldigen. Das ist hier der Punkt, wo ihr euch hinstellen müsstet und sagen müsstet, Entschuldigung, das war ein Fehler, das soll so nie wieder vorkommen. Wir bitten aufrichtig um Verzeihung. Oh, Copy-Paste, das sind 2 Worte und die schaffen das als Kanon. So, und die Michaela bekommt auch etwas. Und jetzt denken alle anderen, wir bekommen nichts. Doch, auch ihr bekommt Wollknäule. Willkürlich werden die verteilt bis in die hinteren Reihen. So, und die vorderen Reihen bekommen auch was ab. Hast du schon eins? Kannst gerne noch eins haben und noch eins. So, und da drüben und ganz nach hinten. So, und dann werden wir sie von dieser Seite auch noch. Und die werdet ihr aus Therapiegründen auf ein bestimmtes Signal meinem Bruder auf die Bühne werfen. Also,
Das Signal hat etwas mit seiner Angst zu tun, muss ich es jetzt noch genauer erklären. Also, es geht um die Angst meines Bruders. Max, wenn du nicht kapierst, wann es ist, dann wirf, wenn die anderen werfen. Wenn ihr es nicht kapiert, werft's, wenn der Max wirft. Ja? Würdest du uns bitte noch mal deine Angst verraten? Ich habe Angst, dass ich versage. Dann werft ihr bitte die Wollknäule in dem Moment, in dem einer von uns beiden das nächste Mal versagt. Tja, du hast es nicht standen. Macht aber nichts. Du hast noch einen zweiten Such. Such? Ich gebe zu, es ist verdammt kompliziert. Verdammt? Man wird beinahe rückt. Rückt? Es wird aber funktionieren, nicht zweifeln. Ich glaube daran und Glaube setzt Berge. Sind wir jetzt endlich Tick? Tick schreibt man mit F. Hoffentlich weiß das Tick nicht. Jetzt weiß ich aber, warum Unkraut Wurzeln hat. Unkraut geht nicht. Wie machen wir es mit der Hütung? Nein. Bald seid ihr Wand. Wenn ich sie düble. Wir werden Geschlechtskehr haben. Geschlechtskehr? Nein! Eine Nummer ohne Geschlechtskehr! Du Perser! Michaela, du raubst mir... Ah! Du raubst mir den Stand. Was? Ich habe den Stand verloren. Ich glaube, ich habe mich letzt. Wo hast du dich letzt? Hier an der... Verletzung. Schreibt man mit F. Das weiß er doch nicht. Ich hol mir einen Band. Das ist doch nünftig. Nein! Hey, hier geblieben! Hey, Bühne lassen, Boten. Das ist Er hat Angst zu lieren. Deswegen hat er die Bühne lassen. Ein Akt der Zweiflung. Keine Sorge, Thomas, nein, nicht Sie! Nein, das ist der Mensch! Sie haben hier überhaupt nichts verloren! Lohn! Dann klatscht für euch selbst! Ganz toll gemacht habt ihr das! Sally miteinander! Hier oben bin ich. Nein, ich schwätze nicht Schweizerdeutsch, ich schwätze Badisch. Weil da komme ich her, aus Bade. Aber wir legen eine andere Tonspur ein, damit ihr überhaupt wisst, was ich rede. Ich spiele für unsere Heimat. Es ist der Schwarzwald. Oh, Schwarzwald, deine Seen. Seht ihr, ich fange an zu weinen, wenn ich an die Seen denke. Ich schluchze. Ihr lächelt so milde über den Schwarzwald. Macht euch nicht lustig, erst recht nicht du in deinem Kratzpulli da unten. Denn der Schwarzwald hat alles, was ihr Schweizer auch habt. Auch wir haben Berge. Unsere Berge sind so hoch wie eure Täler. Oh, Schwarzwald, was haben wir denn noch? Oh, hier, diese hervorragend und sauwitzigen DVDs eines Comedy-Duos aus dem Schwarzwald. Ich gebe zu, das ist ein bisschen plump, aber wir haben momentan massive Absatzschwierigkeiten.
Schwarzwald, oh Freunde, haben wir zuhauf, und ich seh ihn schon im Tal und ruf den Toni. Leider kann ich heute nicht mitsingen. Ja, wieso denn nicht, Toni? Wenn du mich Toni nennst, treffe ich doch den Toni. Aber ich treffe doch den Toni, weil du der Toni bist. Weißt du noch eins? Oh ja. Wir machten Mucke. Ja. Vom Jura bis zum Schwarzwald. Oh ja, aber wir sind beim Publikum oft durchgefallen. Wir waren einst als Imodium aktiv. Der dritte Mann hat uns verlassen und ging in die Metallverarbeitung. Was? Aber er wusste nicht, dass wir einst erfolgreich werden mit Elektro-Rave-Sounds, die den körpereigenen Haushalt elektrolytisch katalysieren. Beinahe hätte ich die Pointe verraten. Denn wir sind isotonisch aktiv. Wir sind die Elektrolyt. Und ich bin der Isotoni. Und wer mich nicht zu sich nimmt, bekriegt Mangelerscheinungen. Mangelerscheinungen? Oh, Michaela. Oh, Michaela. Oh, meine Schwarzwaldmarie. Das ist Schau meine nur Schwarzwald- in diesem Nähkästchen. Das ist ein Akkordeon. Da ist echte Liebe drin. Oh Oh, ja. Michaela, kennst du die mehr nicht mehr? Sie besagt, dass die Anzahl der Bommel auf dem Hut des Trägers proportional zu dessen männlicher Potenz ist. Wiedersehen. Zähle du die Bommel auf dem Hut und ziehe deine Rückschlüsse. Da hat der Schal in letzter Sekunde noch wie soll der Hut auch halten? Der ist für Köpfe konzipiert. Oh, Michaela. So haben wir endlich am Ende dieses Abends doch noch zusammengefunden. Und siehst du, wie sorgsam und liebevoll ich mit diesem Schal umzugehen weiß? Ich nehme die gleiche Tüte, die wir für den Schwarzwälder Speck nehmen. Lege, damit der Schal ein bisschen wertvoller wird, noch eine DVD hinzu, denn auch du sollst einen Lohn für deinen Einsatz haben. Oh, Michaela, ich stehe ein bisschen unter Strom, wenn du sagst mir, du hast ja fast nichts zu tragen, das passt nicht in deine Tasche, aber da kommt die Erkenntnis des Schwarzwaldes noch einmal zur Geltung, denn diese Vakuumiermaschine, die gar nicht so teuer ist, wie sie aussieht, die hilft uns, in den Schwarzwaldhütten Platz zu sparen und alles kompakt für die Ewigkeit aufzubewahren und zu komprimieren. Der Schal ist größer als sonst, das heißt, ich brauche sehr viel Text für diese Nummer. Aber das macht nichts. Diese Maschine, ich habe sie geleast, sie lebt auf Pump. Und sie pumpt und pumpt. Und mein Gott, dauert das lange. Aber so ist das, wenn man übermotiviert ist. Und Michaela ist mir das alles wert. Seht ihr, wie der Schal hier in die zweite Dimension zurückgepumpt wird? Und während er noch Bügelfalten bekommt, nicht schlapp machen, du faule Sau. Jetzt passiert das, was mein Bruder schon den ganzen Abend mit dem Schal gemacht hat. Er wird eingeschweißt. Und wenn das erledigt ist, dann könnte ich ihn dir geben. Ist das nicht zu glauben, dass das mal ein Schal war? Kuschelig weich ist er nicht, aber im Ewigkeit vakuumierten Vakuum für dich haltbar gemacht. Aber du bist anspruchsvoll. Das merke ich daran, dass du dich mit meinem Bruder nicht zufrieden gegeben hast. Wenn du willst, kann ich dir auch noch etwas anderes vakuumieren. Etwas, was ich garantiert nicht mehr brauchen kann. Ich werde ein Lied singen und du hast Zeit zu überlegen. Es ist das Lied für dich, o Schwarzwaldmarie.
Du sitzt in der ersten Reihe, hast unseren grünen Bär. Der Schal, den er sich leihte, geb ich dir wieder her. Er ist in dieser Tüte und er vakuumiert, womit ich dann verhüte, dass hier noch was passiert. Ja, ja, jetzt freut sich gleich ein jeder hier im Saal, denn aus dem Typ und auch aus diesem Schal ist, und dafür gibt es gleich Applaus, alle Luft jetzt raus. Also ich will dich nicht unter Druck setzen, aber er hat's gern, wenn man sich schnell entscheidet bei der Nummer. Die DVD oder meinen Bruder, sag selbst, Michaela. Die DVD, das heißt, ich muss meinen Bruder wieder haben und das ist deine DVD, Michaela. Oh mein Gott, was ist das für ein infernalischer Lärm? Mit der Brille sieht der weiße Knopf riesig aus. Das ist ein Sturzhelm. Ein Sturzhelm? Ein Sturzhelm, ja, ja. Herr Pinsky, Ihr Fahrzeug funktioniert offensichtlich durch Recycling von Energien, die abgegeben werden. Das ist Mais und wenn er fällt, ist es ein Maisfeld. Wie meinen Sie? Ich werde, that's not yours, that's Mais. Sie wollen mich wohl aufs Korn nehmen. Ich werde diesen Mais nun in den Wankel-Schwankel-Motor werfen. Oh, und es funktioniert offensichtlich. Herr Pinsky, jetzt ist der Motor ausgegangen. Gibt es ein technisches Problem, Herr Pinsky? Kriegen wir das irgendwie? Wir haben einen Kolbenfresser. Aber sonst sieht es doch eigentlich ganz toll aus, Ihr Fahrzeug. Ich werde das mal mit dieser Kamera noch ein bisschen im Detail filmen, Herr Pinsky. Setzen Sie sich mal hier. Herr Pinsky, warten Sie, ich muss ganz kurz noch die Ästhetik... Kommen Sie, Herr Pinsky, setzen Sie sich. Ah, ich sehe den Hals, aber wo ist das Gesicht? Das waren gar nicht Sie. Nein, dann setze ich das Stirnband eben wieder auf. Was Sie nicht wissen, das wird jetzt hier mit Gewalt abgeschraubt. Man hat mir zwar vor der Show erklärt, dass ich das in aller Ruhe machen soll, aber dazu fehlt mir jetzt wirklich die Zeit. Mein Gott, die Brille ist wahnsinnig stark. Ich erkenne die Erdkrümmung. Oh mein Gott. Herr Pinsky, darf ich mal ganz kurz Ihre Augen, das sind ja, mit diesen Augen hätten Sie auch Mannequin werden können. Darf ich mal Ihre Brille nehmen, Herr Pinsky? Ah, du bist Thomas. Du hast mich erkannt. Schau mal, so sieht die Welt für einen Pinsky aus. Man muss das objektiv sehen. Furchtbar. Jetzt bin ich wieder ein Pinsky. Herr Pinsky, erzählen Sie uns von den Vorzügen. Mein Gott, Sie sind ja noch gar nicht der Sicherheitsgurt, Herr Pinsky. Oh mein Gott, der Sicherheitsgurt. Ja, der Sicherheitsgurt. Der ist so gut. Ja, was denn? Wo ist denn die Schnalle? Die ist zu Hause und passt auf die Kinder. Egal, ich werde das durch die Pinskische Pneumatik regeln. Durch die Pneumatik? Das ist eine völlig funktionsfreie Ratsche. Ich habe das von einem Metallverarbeiter gelernt. Geht's denn noch, Herr Pinsky? Geht's denn? Alles in Ordnung? Keine Luft mehr. Er kriegt keine Luft mehr. Da müssen Sie atmen. Eine brillante Idee. Herr Pinsky, Über mir ist eine Spiralgalaxie. Nein, das ist nur ein Kabel. Also, Herr Pinsky, jetzt erzählen Sie mal, Sie haben ja hier sogar ein Straßensystem, welches Ihre Route berechnet. Ja, ich kann es über pinskische Sprache ein- und ausschalten. Ach, das ist sprachgesteuert? Das soll ich jetzt mal demonstrieren. Aber sicher. Na, wie geht's? Hallo, bitte geben Sie Ihr Ziel ein.
Das war die Stimme des Mönchs. Mönchengladbach. Nein, Sie wollen nicht nach Mönchengladbach. Dann will ich in die Berge. Jungfrau, Eiger und Mönch. Nein, Herr Pinski, Sie wissen Klosters, Herr bringen Pinski, Sie lassen mich Sie nach das. Klosters. Oh nein, Herr Pinski, lassen Sie das. Das ist die Stimme des Mönchs. Verstehen Sie es nicht? Die Stimme des Mönchs hat in diesem Navi überhaupt nichts verloren. Ich habe auch nichts gefunden. Mein Navi hat nichts gefunden. Das sollte man verklagen. Das gibt ein Verfahren. Mein Navi hat ein Verfahren. Wie soll es dann den Weg finden? Dann ist es juristisch, kann es nur noch links abbiegen, weil der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Pinski. Dieses Navi führt Sie in den Abgrund. Eines Tages stehen Sie in der Verena-Schlucht und dann wissen Sie nicht mehr weiter. Und dann sagt dieses Gerät nur noch Hallo, 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 ich bin ein Mönch. Sie sind ein Mönch? Nein, ich bin kein Mönch. Sie sind kein Nein, Mönch? ich bin kein Mönch. Herr Pinski, ich zünde Ihren Feuerstuhl. 3, 2, 1. Oh mein Gott, bin ich schnell. Ihre Brille und Ihre Perücke. Das ist ja Oh mein schrecklich. Gott, bin ich schnell. Sie fahren doch noch gar Ich fahr nicht. doch gar nicht. Nein, Herr Pinski, jetzt ist der Fahr Tofa noch ich jetzt abgesoffen. schon? Jetzt fahren Sie. Oh mein Warten Gott, Sie. bin ich schnell. Oh mein Gott. Ich habe die Schalmauer durchbrochen.